Freunde, heute Morgen hat Donald Trump einen Namen genannt. Nicht irgendeine abstrakte Kritik an Europa, nicht die übliche Schelte gegen die NATO. Nein, diesmal war es persönlich. Bei einer Pressekonferenz in Miami sagte Trump wörtlich: Der deutsche Bundeskanzler, das sind alles meine Freunde Friedrich. Er sagte, das ist nicht unser Krieg. Das sei sehr unangemessen gewesen. Und dann die Drohung, die alles verändert. Wenn der Iran-Krieg nicht Deutschlands Krieg ist, dann sei auch der Ukraine-Krieg nicht Amerikas Krieg. Diese Worte hängen jetzt im Raum. Über Berlin, über Brüssel, über der gesamten transatlantischen Partnerschaft, die seit 1949 als unerschütterlich gilt. Und Friedrich Merz, der antwortete am selben Tag auf dem FAZ-Kongress mit ungewöhnlicher Schärfe. Was Trump da im Augenblick mache, sei keine Deeskalation, sondern eine massive Eskalation mit offenem Ausgang. Das sind Eskalationen, die schon bedrohlich sind. Nicht nur für die Betroffenen, sondern für uns alle. Freunde, das ist nicht mehr normale Außenpolitik. Das ist eine Bruchstelle. Und heute zeige ich euch, was sie für Deutschland und für uns alle bedeutet. Was genau passiert, ist die Fakten hinter dem Konflikt. Lasst uns zunächst verstehen, worum es wirklich geht. Seit dem 28. Februar führen die USA gemeinsam mit Israel Krieg gegen den Iran. Der Konflikt hat die Straße von Hormuz destabilisiert, jene 33 Kilometer schmale Meerenge, durch die täglich rund 20% des weltweiten Rohöls transportiert werden. Die Folge für Deutschland: explodierende Benzinpreise, steigende Energiekosten, wachsende wirtschaftliche Unsicherheit. Friedrich Merz hatte früh klargestellt: Deutschland ist nicht Teil dieses Krieges und wir wollen es auch nicht werden. Das war keine Feigheit, das war Verfassungsrecht. Für einen Bundeswehreinsatz braucht es ein Mandat von UN, EU oder NATO und einen Bundestagsbeschluss. Beides gibt es nicht. Beides hat niemand beantragt. Die USA und Israel haben Europa vor diesem Krieg nicht konsultiert. Zu Iran hat es nie eine gemeinsame Entscheidung aller Verbündeten gegeben. Das hat Merz selbst klar ausgesprochen und damit faktisch Recht behalten. Und was macht Trump daraus? Er nennt Merz beim Vornamen. Er stellt die NATO-Beistandspflicht in Frage. Er sagt, die USA seien immer für die Europäer da gewesen, aber nach diesem Verhalten müsste das vielleicht nicht mehr so sein. Das ist kein Bündnispartner, der einen Dissens sachlich austrägt. Das ist ein Akteur, der Loyalität mit Gehorsam gleichsetzt. Der bestraft, wer nicht mitmacht. Und der einen 7 Jahrzehnte alten Bündnisvertrag als Verhandlungsmasse behandelt, als wäre er ein Immobiliendeal in Manhattan. Die NATO-Frage: Wird das Bündnis zur Erpressungsmasse? Und hier wird es wirklich brisant. Trump stellt nicht zum ersten Mal die NATO-Unterstützung in Frage, aber diesmal ist es anders. Diesmal wird eine konkrete Bedingung formuliert: Wenn ihr uns nicht am Iran-Krieg helft, dann helfen wir euch vielleicht nicht in der Ukraine. Das ist eine Verknüpfung, die es in der Geschichte des Bündnisses so noch nicht gegeben hat. Die NATO basiert auf Artikel 5, dem gegenseitigen Beistandsversprechen. Kein Wenn, kein Aber, keine Bedingung. Dieses Prinzip macht die NATO zu dem, was sie ist: eine glaubwürdige Sicherheitsgarantie für alle Mitglieder. Wenn Trump beginnt, dieses Versprechen an Bedingungen zu knüpfen, wenn Beistand davon abhängt, ob man ihm am Nahen Osten folgt, dann untergräbt er das Fundament, auf dem die Sicherheit Europas seit 8 Jahrzehnten ruht. Was bedeutet das für Deutschland konkret? Deutschland hat 1600 Bundeswehrsoldaten bei der NATO-Übung Cold Response in Norwegen eingesetzt. Deutschland liefert Waffen an die Ukraine. Deutschland zahlt mehr für seine Verteidigung als je zuvor seit dem Ende des Kalten Krieges. Deutschland tut, was das Bündnis von ihm verlangt, aber das reicht Trump offensichtlich nicht mehr. Er will, dass Deutschland auch am Nahen Osten mitspielt in einem Krieg, den niemand in Europa gewollt hat, zu dem niemand konsultiert wurde, für den es kein völkerrechtliches Mandat gibt und den die deutschen Wähler nie abgestimmt haben. Das ist keine Partnerschaft auf Augenhöhe. Das ist die Forderung nach bedingungsloser Gefolgschaft, egal wohin die amerikanische Außenpolitik gerade führt. Merz zwischen zwei Feuern. Seht ihr jetzt, in welcher Lage Friedrich Merz steckt? Auf der einen Seite Donald Trump, der ihn öffentlich beim Vornamen nennt, die NATO-Glaubwürdigkeit als Pfand einsetzt und Gefolgschaft einfordert. Auf der anderen Seite die deutsche Verfassung, das Parlament, das Völkerrecht und ein Krieg, zu dem es kein Mandat gibt. Merz hat sich entschieden, standzuhalten.
Er hat Trump öffentlich für massive Eskalation kritisiert. Er hat klar gesagt, Deutschland beteiligt sich militärisch nicht. Das ist eine richtige Entscheidung. Aber es ist auch eine mutige Entscheidung in einer Zeit, in der mutig sein politisch teuer werden kann. Beim G7-Treffen der Außenminister in Frankreich gab es überraschend doch noch eine gemeinsame Erklärung. US-Außenminister Rubio sagte, der Iran-Krieg könnte innerhalb von Wochen enden. Er bat die Europäer nicht, Schiffe zu schicken, aber er bat sie, sich auf ein Engagement nach Kriegsende vorzubereiten. Das klingt nach Entspannung. Aber es ist kein echter Frieden-Ei im transatlantischen Verhältnis. Es ist eine vorübergehende Atempause. Denn die Grundspannung bleibt. Trump will Gefolgschaft, Europa will Partnerschaft. Das sind zwei grundverschiedene Vorstellungen davon, was ein Bündnis bedeutet. Und dieser Widerspruch wird sich in den kommenden Monaten weiter zuspitzen. Die Frage, die niemand laut stellt. Und jetzt die Frage, die in deutschen Talkshows niemand laut stellt. Wäre Trump so aggressiv gegenüber Merz, wenn Deutschland ein Land mit 40 Millionen Einwohnern und einer mittelmäßigen Wirtschaft wäre? Nein. Trump attackiert Merz gerade, weil Deutschland die größte Volkswirtschaft Europas ist, weil Deutschland der wichtigste europäische NATO-Partner ist und weil Deutschlands Haltung Gewicht hat. Wer Druck ausübt auf denjenigen, der Nein sagt, der fürchtet das Nein. Das bedeutet, Merz hat mit seiner Haltung etwas richtig gemacht. Er hat Deutschland in eine Position gebracht, in der die eigene Meinung ernst genommen werden muss, auch wenn sie unbequem ist. Aber hier liegt das eigentliche Problem, über das kaum jemand spricht. In Deutschland selbst ist die öffentliche Debatte über diese Frage erschreckend flach. Entweder fordert man blindes Folgen gegenüber Amerika oder man fordert vollständige Abkopplung. Zwischen diesen Extremen liegt die schwierige, vernünftige Mitte. Ein Deutschland, das innerhalb des Bündnisses klar Positionen bezieht, das eigene rote Linien setzt und trotzdem verlässlicher Partner bleibt. Genau das versucht Merz gerade. Ob es gelingt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Denn Trump hat die Ukraine-Hilfe öffentlich als Verhandlungsmasse bezeichnet. 6 der 7 G7-Staaten sind laut Merz gegen Trumps Entscheidung, ölbezogene Sanktionen gegen Russland auszusetzen. Das bedeutet, Deutschland steht nicht allein. Frankreich, Kanada, Großbritannien, Japan, Italien, sie alle sehen die amerikanische Politik mit wachsender Sorge. Und das ist der eigentliche Moment, in dem Europa entscheiden muss, ob es wirklich eigenständig handeln kann oder ob es sich weiter von Washington definieren lässt. Das transatlantische Verhältnis, was bleibt? Was ist von der transatlantischen Partnerschaft noch übrig, wenn ein US-Präsident den deutschen Kanzler öffentlich für eine verfassungskonforme Entscheidung attackiert? Was bedeutet Bündnistreue, wenn sie einseitig definiert wird von demjenigen, der gerade die größte Armee hat? Was bedeutet NATO-Solidarität, wenn sie nur dann gilt, wenn man Amerika auch außerhalb des Bündnisgebiets folgt, in Kriege, die der Bundestag nie autorisiert hat? Die Antwort ist unbequem. Das transatlantische Verhältnis ist nicht zerbrochen, aber es hat sich unter Trump grundlegend verändert. Die USA sind kein verlässlicher Garant mehr, der automatisch für Europa einsteht, weil ein Vertrag das so vorsieht. Sie sind ein Partner, der Bedingungen stellt, Preise verhandelt und Loyalität als Währung behandelt. Das ist die neue Realität. Europa kann sich vollständig unterwerfen, jeden Krieg mitführen, den Washington entscheidet, egal ob er Mandat, Strategie oder Rechtfertigungen hat. Das wäre das Ende europäischer Handlungsfähigkeit. Oder Europa geht den Weg echter Stärke. Mehr in die eigene Verteidigung investieren, mehr eigenständige Außenpolitik betreiben, weniger auf amerikanische Rückendeckung angewiesen sein. Das ist teurer. Das ist schwieriger. Aber es ist der einzige Weg, der langfristig Respekt erzeugt. Denn Trump respektiert keine Schwäche, er respektiert nur Stärke. Was das für euren Alltag bedeutet? Freunde, dieser Konflikt zwischen Merz und Trump ist kein diplomatisches Planspiel irgendwo in Konferenzräumen. Er betrifft euren Alltag direkt. Die Benzinpreise in Deutschland sind wegen des Iran-Kriegs auf ein Mehrjahreshoch gestiegen, nicht wegen einer Entscheidung der Bundesregierung, sondern wegen eines Krieges, zu dem niemand Deutschland gefragt hat. Jede weitere Eskalation, die Trump riskiert, trifft euch an der Zapfsäule, in der Heizkostenabrechnung, in den Auftragsbüchern des deutschen Mittelstands. Gleichzeitig droht Trump, die NATO-Unterstützung für die Ukraine in Frage zu stellen, jenen Krieg, der an unserer östlichen Grenze wütet und dessen Ausgang unmittelbar die Sicherheit Europas bestimmt. In dieser Situation ist Deutschlands Haltung keine Schwäche.
sie ist Vernunft, sie ist Verfassungsrecht. Sie ist das Ergebnis einer demokratischen Entscheidung, in die Trump nicht hineingeredet hat und nicht hineinreden kann. Das nennt man Souveränität. Und Souveränität sollte man nicht entschuldigen, man sollte sie verteidigen. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Trump die Drohungen wahrmacht. Ob er die Ukraine-Hilfe wirklich vom Verhalten Europas im Iran-Krieg abhängig macht. Ob das NATO-Bündnis als Garantie der Überzeugung überlebt oder zu einem Instrument der Erpressung wird. Was diese Krise wirklich über Deutschland aussagt. Und dann gibt es noch eine Dimension dieser Krise, die in der normalen Berichterstattung komplett untergeht. Diese Auseinandersetzung zwischen Trump und Merz stellt eine viel grundlegendere Frage. Welche Rolle will Deutschland in der Welt spielen? Jahrzehntelang war die Antwort einfach. Wir folgen Amerika. Wir zahlen unsere NATO-Beiträge. Wir halten die Reihen geschlossen. Wir haben keine eigene Außenpolitik. Wir haben transatlantische Solidarität. Das war nach 1945 richtig. Das war in den Zeiten des Kalten Krieges vernünftig. Aber ist es das auch heute noch? Die Welt von 2026 sieht anders aus als die Welt von 1949. Amerika unter Trump ist kein verlässlicher Hegemon mehr, der Europa aus reiner Überzeugung schützt. Es ist eine Weltmacht, die ihre Unterstützung transaktional versteht. Leistung gegen Gegenleistung. Das ist keine Kritik an Amerika als Land. Das ist eine Beschreibung der politischen Realität unter dieser Regierung. Und auf diese Realität muss Europa reagieren, nicht mit Unterwerfung, nicht mit Feindseligkeit, sondern mit Klarheit über die eigenen Interessen. Deutschland hat in dieser Woche etwas getan, das selten war. Es hat öffentlich Nein gesagt zu einer amerikanischen Forderung. Nicht aus Schwäche, nicht aus Anti-Amerikanismus, sondern aus Verfassungsrecht und aus der nüchternen Einschätzung, dass ein Krieg ohne Strategie, ohne Mandat und ohne klares Ziel nicht Deutschlands Krieg werden kann. Und Trump hat reagiert, wie Trump reagiert, mit Kritik, mit Drohungen, mit Verknüpfungen. Das ist sein Stil, das ist seine Methode. Und die Frage ist nicht, ob Merz das übersteht. Die Frage ist, ob Deutschland als Land die Reife hat, trotz amerikanischen Drucks auf seiner eigenen Position zu bestehen. Denn das, was Trump gerade von Deutschland verlangt, ist nicht Bündnistreue, es ist Gefolgschaft. Und zwischen diesen beiden Dingen liegt ein fundamentaler Unterschied. Bündnistreue bedeutet, wir stehen füreinander ein, wenn einer von uns angegriffen wird. Gefolgschaft bedeutet, wir folgen jedem Krieg, egal ob er uns betrifft oder nicht, egal ob er legal ist oder nicht, egal ob wir konsultiert wurden oder nicht. Das Zweite ist kein Bündnis. Das Zweite ist Unterwerfung. Und Unterwerfung ist keine Außenpolitik, die Deutschland im 21. Jahrhundert nützt. Merz hat heute öffentlich für ein souveränes Deutschland gesprochen. Und das verdient Respekt auch von denen, die sonst seine Politik kritisieren. Weil dieser Moment zeigt, es gibt Grenzen, es gibt Linien, es gibt Dinge, bei denen Deutschland Nein sagt, egal wie laut Trump ruft. Das ist keine Kleinigkeit, das ist ein wichtiger Schritt. Und wir sollten ihn als solchen benennen. Wir werden es hier weiter analysieren, ohne Framing, ohne Beschönigung, mit den Zusammenhängen, die ihr braucht, um zu verstehen, was wirklich passiert. Bleibt wachsam, bleibt informiert. Teilt diese Analyse, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.